Jetzt hallo miteinander, liebe Freunde der schwäbischen bzw. alemannischen Sprache. Heute haben wir mal wieder ein schönes Wörtchen für euch, und zwar Gispel. Manche von euch haben es vielleicht schon gehört, vielleicht hat man zu euch auch schon Gispel gesagt. Gispel oder gispelig bedeutet im Schwäbischen nichts anderes wie eine auftrete, unruhige, flatterige Person, quasi im Hochdeutschen, der man sagen, ein Gispel ist ein Zappelphilipp. Aber ganz so einfach ist es nicht. Gispel, das Wort gibt's auch in der Schweiz. Das ist von Badischen, von der Schweiz bis zum Bayerischen bekannt. Und Ibran hat so ein bisschen andere Bedeutung. Im Bayerischen zum Beispiel ist man ein Gispe, da fällt's L, ein Gispe ist ein oberflächlicher, unzuverlässiger Mensch. Aber bei uns hier im Schwäbischen ist ein Gispel eine auftrete, unruhige Person, wie wir schon gesagt haben, wo nie auf dem Fiedler hocken bleiben kann. Jetzt haben wir mal weiter recherchiert. Es gibt's auch gerade in diesem Basler badischen Raum, dort geht's auch das Wort Wispel. Und Wispel ist ein anderes Wort für Wespe. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wenn man also als Synonym für Gispel Wispel nimmt und ein Wispel ist eine Wespe, dann kann man doch eigentlich davon herleiten, dass ein Gispel sich ähnlich verhält wie eine Wespe. Also wir sagen im Schwäbischen zu einer Wespe Wefzg, aber jetzt könnt ihr ja selber interpretieren, aber das wäre jetzt für mich die Herleitung. Ein Gispel ist ein Wispel und ein Wispel ist ein Wesp, deshalb ist die Person auch so unruhig. Also ich hoffe, ihr habt was dazu gelernt. Nehmen Sie ganz so ernst, es ist eine spaßige Sache. Bis zum nächsten Mal, tschüssli und ade.